Spanien besiegt Kroatien 3:0. So etwas kann es ja nur hier geben. Hier im Spielzoom der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Tja, im realen Leben ist es ein bisschen anders, nicht wahr? Da ist Spanien ausgeschieden. Naja, mal schauen. Also bisher ist es so, Mexiko-Chile 2:1 für Chile. Okay, Brasilien ist hier auch draußen, erstaunlicherweise. Kolumbien gewinnt 2:1 gegen Italien. Spanien, wie gesagt, 3:0 gegen Kroatien. England 3:0 gegen Griechenland. Tja, und jetzt müssen wir gegen, naja, sagen wir mal, unsere Landesvettern, zumindest mal von der Farbe her, ankämpfen, wa? Belgien, fast gleiche Farbe. Mal gucken, wie das läuft. Hier im German-Modus mit Deutschland gegen Belgien. Ja, dann mal gucken. Deutschland Heim, Gast, da stimmt man so weiter. Von Trikotfarben natürlich. Jep, alles klar. Mal gucken, ihm noch Profi. 8 Minuten, alles heiter, alles Fighter. Gut, und los geht's. So, nur ganz kurz aufwärmen. Ach nö, nicht mit der Übung, die ist sowieso kacke. Mein Außen geht's ja noch, aber die anderen Tore da in der Mitte treffen, da ist wieder so eine Herkulesaufgabe. Menno. So, mal von unten Anlauf nehmen. Ich ziele genau nach oben, wa? Genau nach oben. Natürlich geht rechts rüber. Wieso? Einfach weil dieses automatische Passsystem nicht so funktioniert, wie es gerne sollte, hätte, however. Nee, kann man knicken. Ist aber auch egal. Viel wichtiger ist das eigentliche Spiel. Das Achtelfinale zwischen Deutschland und Belgien. Weiter geht's im K.O.-System im Achtelfinale. Da dürfen wir schon ganz andere Spiele als die Begegnungen in der Gruppenphase erwarten, oder? Ja, und wer seine Nerven jetzt nicht im Griff hat, der ist ganz schnell raus. Jedes Spiel in diesen K.O.-Partien ist ein entscheidendes. Buschi, du kannst uns doch bestimmt ein paar Infos über das Beira Rio Stadion in Porto Alegre geben. Das Traditionsstadion wurde anlässlich der WM 2014 restauriert und ist auch unter dem Namen Gigant von Beira Rio bekannt. Wenn nicht gerade Weltmeisterschaft ist, tragen hier die örtlichen Clubs Grêmio und Internacional heiß umkämpfte Derbys aus. Und eine hoffentlich spannende Begegnung erwartet uns heute mit Deutschland gegen Belgien. Interessant, interessant. So, nach der überstandenen Gruppenphase, da geht es jetzt für die Deutschen richtig los. So, das ist hundertprozentig richtig. Es geht richtig los und jetzt gibt es ganz sicher keine kleinen Gegner mehr. Das stimmt natürlich und damit willkommen hier zum German-Modus. Wow. Ey, hallo, wieso rennst du nicht? Alter, gar nicht gerannt. Achtung, jetzt! Ganz souverän gehalten vom Keeper. Ui, jetzt haben wir noch abgeblockt. Hey, alter Schwede, was ist denn das gerade für ein Konterangriff? Der wäre unglaublich. Toni Kroos. Also, das ist gar nichts. Wenn ich da angreife und dass irgendwas aufgebaut ist. Mertesacker. Was sehe ich denn da unten? Viele Weiße, viele Schwarze. Kommt mir ein bisschen vor, wie ich hier Schach spielen würde. Schweinsteiger. Also, die stehen hier so dicht, aber gar keine Chance mehr spielen. Fast keine. Schweinsteiger am Ball. Naja, vielleicht mit einer guten geplatzierten Flanke. Müller sollte eigentlich schießen, aber ist egal. Also, natürlich sollte Tore schießen, nicht Flanken. Kein Problem, diese Flanke zu entschärfen. Nun gut, der erste Versuch war eher, naja, low. Vielleicht wird der zweite besser. Da hat er diesen harten Schuss gehalten und das war keine Selbstverständlichkeit. Es sah aber ein bisschen so aus, also ganz ehrlich, das war ein Pillepalle-Schuss. Okay, bin scheinbar noch nicht so warm, wie ich gerne wäre. Also, ich bin der falsch verstanden, so warm gelaufen war gerade meine Aussage, die ich machen wollte. Fakt ist, hier Deutschland-Belgien ist ja eigentlich eher noch ein Match, wo man sagen kann, ja, Deutschland eher im Vorteil, eher die stärkere Mannschaft als Belgien, auch in Belgien ein bisschen zugelegt hat und so in der Stärke der Mannschaft, in ein paar Spielen allem. Das ist natürlich schon klar, im Gegensatz natürlich zu Argentinien, Schweiz, wo die Schweiz total Außenseiter sind. Grundsätzlich, sag ich jetzt mal, natürlich gibt es immer Überraschungen, ganz klar. Trotzdem hier im Spiel wird Argentinien sau stark sein, deswegen darf ich ja jetzt in diesem Spiel vielleicht noch ein paar Blöße geben. Vielleicht noch ein paar. Aber es ist mehr eine Art Testspiel, sag ich jetzt mal, eine Aufwärmphase, weil nicht in der Mitte. Also ganz ehrlich, so darf ich im Spiel gegen Argentinien nicht mehr antreten, sonst bin ich dann schnell mal ein paar Tore los.
Das hat er geahnt oder im Augenwinkel gesehen. Da springt er hoch. So, da kommt der Schweini. Wow! Ins Leere. Ja, perfekt gemacht. Ja, das war zu erwarten, das war geplant. Und Achtung, der könnte passen. Oh, immer zu Souverän kurz. abgewehrt. Auf Länge kommt's an. Ja, Schnauze. Oh Mensch, oh Mensch, oh Menschenskind, der Schweini. Spiel nach vorne. Wow, mit dem Klose. Das ist ein gutes Und er behält den Ball bei. Ei, ei, ei. Jesus, das würde ich gerne noch mal sehen. Das würde ich gerne noch mal sehen. Ich glaube nicht, dass das abseits war. Ja, ja. Doch, war schon abseits. Wenn es doch bloß im realen Turnier auch immer so genau wären. Aber nee, da übersiehst du auch mal gerne einen Abseits oder pfeifst kein Foul. Zum Beispiel ist gerade das Spiel, was heute läuft, das wo ich jetzt hier aufnehme, das Holland-Mexiko, Entschuldigung, natürlich Niederlande-Mexiko. Hätte auch einen Penalty für Niederlande gehen müssen, aber gut. Alderweireld, Oder aus Mexiko, weiß gar nicht mehr. Wow. Schweinsteiger. Ich soll mir vielleicht mehr auf das Spiel hier konzentrieren, weniger über die Spiele, die gerade im realen Leben ablaufen. Quassel, weil dann noch 0-0 steht. De Bruyne. Autsch! Ah, was war das gerade? Man merkt schon, im Achtelfinale sind sie ein bisschen aggressiver, wa? Also mein Belgien habe ich auch schon gespielt hier, um ein bisschen das Gefühl zu bekommen für die Mannschaft. So aggressiv, was ich jetzt noch nie erlebt. Mesut Özil jetzt. Ja, der Öl jetzt. Wenn der am Ball ist, da liegt der Tor in der Luft. Nein! Ich hätte flanken sollen, nicht Arsch, oder wieder mal auf die andere Seite spielen. Benteke. De Ah, ich Bruyne. muss zugeben, das ist noch eine meiner großen Schwächen, und zwar auf den Ball hochspielen von der einen Seite zur anderen. Eine Flanke, klar, mache ich gerne mal, aber so. Das ist nachlässiges Abwehrverhalten. Das ist noch Wieso? eine Solidarität Kommt doch und kaum Liebe durch. unter den Menschen. Sie helfen ihm. Ja, da hat er den Gegner auf dem falschen Fuß erwischt und den Ball zurückerobert. Ja, natürlich steht da Trainer keiner. ist sauer. Da fehlt jegliche Konzentration bei diesem Zuspiel. Ja, Konzentration beim Zuspiel. Kunststück, wie kann er da steht. Fellaini. Mensch! Ja, da muss man viel resoluter dazwischen gehen. So frei darf man natürlich niemanden ziehen lassen. Also immer so weit nach Rennen immer. Mann, renn doch mal, Alter! Müller. Ja, der Müller steht einfach da rum. Muss man an der Stelle fragen. Der Ball geht ins Aus. Vertongen. Ist ein bisschen verdorben. Was? Das muss Alter, das war Freistoß faires geben. Zweikampfverhalten. Das wird gefährlich für das gegnerische Tor. Was ist denn das für ein Schiri, ganz ehrlich? So, kann er bitte auf die Mitte. Ich will da ablocken. Hallo? Nein! Ganz souverän vom Keeper gehalten. Kein Problem für Neuer. Okay, 30 Minuten. Geht einfach länger noch. Trotzdem sollte ich langsam vielleicht mal einen Führungstreffer schießen. Alter, wieso kann der Gegner nicht Algerien sein, wie es im realen Turnier wäre? Das Bällchen ist noch heiß. Boah, das war eigentlich ein Pass, das war kein Schuss. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Sag mal, was mit der Schulter ablocken? Geht's eigentlich noch? Fellaini. Der ist stark in der Luft. Der wird in diesem Spiel viele hohe Flanken kriegen. Das sind natürlich Zweikampf. Wenn ich da vorne im gegnerischen also in meinem Strafraum bin, der Gegner ihn nicht ablocken will, nee, natürlich kein Zweikampfverhalten. Faires Zweikampfverhalten mehr, nö, ist natürlich bereits faul. Ihr müsst rennen! Der war knapp. Marco Reus. Und ganz alleine steht Groß! Alter! Der scheiß Torhüter, hab ich gesehen! Der kam früher aus, als ich ihn gesehen habe. Jetzt Alter, das könnte gibt's es nicht. gefährlich werden. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Tor für Belgien. Natürlich gibt's das, wenn ich so scheiße in der Abwehr bin. Oh Gott. Naja, so knapp wird es schon werden. Ne? Also reden da nicht mit dem Kantersieg von Deutschland, aber naja, also ein 2-1 oder 3-1 wäre jetzt schon realistisch gewesen. Natürlich für Deutschland. Den Ball im Netz versenkt. Keine Chance für den Torwart. Yep, das war mein Fehler. Den muss ich doch auf meine Kappe nehmen. Das ist für jeden Torhüter schwer zu halten. Dann bringen wir es auf den Punkt. Das ist unmöglich. Das war jetzt zwar ein Foul, aber okay, bin dann sowieso im Vorteil noch. Mesut Özil jetzt. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Und der Ausgleich ist hier gefallen. Und das geht voll in Ordnung. Alter, was war das für ein Tor? Hey, Klose, wie hast du das gemacht? Was ein Fallrückzieher.
Naja, also ein richtiger Fallrückzieher ist Michael in der Luft, oder? Wenn du einen halben Salto rückwärts machst, dann halt den ganzen. Was für ein Tor. Der Torwart hat überhaupt nicht gesehen, was da auf ihn zukam. Absolut sensationell, Mann. Ja, wie gesagt, ein halber Fallrückzieher. Überragend, sensationell. Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie. Also hier sieht man nochmal ganz deutlich, der Torhüter dachte, der Ball geht an die Latte. Also ganz ehrlich, das finde ich das schönste Tor in diesem Spiel. Auch, würde ich sogar behaupten, fast das schönste in der ganzen WM, auch im Realleben. Alter, ganz ehrlich, so ein halber Fallrückzieher und ein Rein. Wo siehst du sowas schon mal? Sogar ein ganzes relativ, oder sogar noch selten, aber sowas, das ist schon eine richtige Rarität. So, das ist schon mal sehr gut. Der konnte passen. Nur ein paar Zentimeter. Aber so geht der Ball knapp drüber. Müller. Er hätte auch passen können, das stimmt schon. Er hätte auch passen können. Verflucht doch mal, eine Millisekunde ist lang auf den Knopf gedrückt. Gibt's doch nicht, hey. Und man merkt, die Deutschen machen Druck. Sie wollen das nicht so hinnehmen. Sie wollen hier siegen. Sie wollen den Siegestreffer schießen. Sie müssen natürlich ein bisschen konzentriert spielen. Und Klose wieder Ball! Überhaupt kein Problem für den Keeper. Der Kunststück war zu weit weg und habe auch in die falsche Ecke gezielt und so. Ja, das gibt's ja nicht, hey. Da habe ich länger auf den Knopf gedrückt als vorhin mit Müller. Das muss ich mir mal vorstellen. Ich dachte, ja, dann geht er vielleicht eher hoch, weil er sowieso aus einer schrägen Position schießen muss, oder? Muss natürlich die Schussgeschwindigkeit so ein bisschen anpassen. Ach, du Scheibenkleister. Okay, man merkt schon, Belgien nicht mehr so stark im Angriff. Lass uns gerne mal den Ball abnehmen. Groß. Dankeschön. Und da hilft mir ein Passspiel, die andere Variante. Ah, hey, nicht abblocken! Das wäre jetzt so schön gewesen, wenn der alleine hätte aufs Tor marschieren können. Natürlich, alles für die Katz. Ich merke gerade, ich habe hier irgendwie einen Timer gestellt. Frage ich mich zwar gerade, wieso? Oh, nein! Alter! Ich kann sagen, ich habe gerade hier einen Timer gestellt. Wieso überhaupt? Ich spiele sowieso immer ein Spiel pro Part. Achtung! Das sah nicht ungefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Solche Zweikämpfe will der Trainer sehen. Da freut er sich. Das war allerdings knapp. Hätte er einen Pass spielen können, ich glaube, der wäre drin gewesen. Ziemlich sicher. Sag mal. So geht doch. Gutes Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht. So, das war allerdings gut. Sehr gut. Und jetzt schneller Konter. Schnell. Rennt doch mal. Also Müller kann rennen. Alter, wie der rennen kann. Den stoppt er gar nichts. Jetzt müsste er flanken. Kann er diese Flanke verarbeiten? Wieso liegt er sich wieder hin, Alter? Wenn er drin gestanden hätte, er hätte direkt mit dem Spieler vorbei aufs Tor schießen können. Und jetzt haben wir den Pausenstand. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. 1:1. Ja, Frank, ich habe eine gute erste Hälfte gesehen. Kannst du mir dazu stimmen? Ja, außerdem würde ich mich nie trauen, dir zu widersprechen. Und wir hoffen natürlich auf eine zweite Hälfte, die viel Spannung in sich birgt. Ja, wenn es so weitergeht, kein Problem. Oh je, okay, Klose, schon mal sehr gut. Muss ich dann noch irgendwas beachten? Also vom Kader her, ist jemand müde, angeschlagen? Ja, Özil ist ein bisschen viel gerannt, wa? Ansonsten generell sind wir gut dabei und ja, never change a winning team, wa? Würde ich mal sagen. Momentan stimmt's. Anstoß zu Beginn der zweiten Hälfte. Und auf die linke Seite schießt sowieso lieber hin. De Bruyne. Was? Jetzt Alter! kämpfen sie um den Ball. Und jetzt haben sie die Chance. Was war denn das gerade? Da legt sich einfach hin. Oh, kein Bock mehr. Das war gut vorausgedacht. Hat irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie so lang geht. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Wer kriegt jetzt als nächster Ja, sowas haben wir nicht geplant. Hazard. Punk Hazard! Schweinsteiger am Ball. Oh! Müller vor, noch ein Tor, lass in Ruhe. Guten Torchance aus. Guck mal hin! Der war nicht einfach zu halten. Da lag Jetzt schießt doch schon! Ah, jetzt wird zu spät. Alter! Reicht nicht aus ihrer Sicht. Sie wollen hier das Führungstor. Mann, das war so ein schöner Schuss und dann machen sie so eine Pleite draus. Ich könnte mich ohrfeigen, Alter. Wenn es so wehtun würde, nicht beide Hände für den Controller brauche.
Ole, ole, oje, 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 bine. Was machen die Leute? Das kommt mir nicht vorbei. Alter Schwede, was ist das für ein Scheiß? Reus und Preuß, der Schmelzer. Das ist natürlich ein schmelziger Pass. Sag mal, was ist denn das für ein Stürmer hier? Alter, hat eine Afro-Frisur wie Apollo Creed und, ja, könnte was meinen, aber tänzelt auch gleich durch. Er steht viel zu weit weg vom Gegner. Okay, Belgien ist aggressiver, kann mich da anders formulieren. Ich muss aber drauf gucken. Ich glaube sogar, ja, stimmt. Aggressiv am Sturm, aber die Verteidigung hat mehr... Alter, was ist das gerade gewesen? Steht goldrichtig. Und jetzt! Gehalten, aber noch heiß. Diesmal hält er ihn fest. Ja, also, wir haben Chancen. Es sieht schön aus, was sie so treiben, nur irgendwie das Resultat gefällt mir nicht so ganz. Schon der Apollo Creed, hey. Ah, Mann! Alderweireld. Alex Witsel. Was spielen die für einen Scheiß? Und der Klohose und der Belg. Wäre schön gewesen, wenn der abgenommen hätte. Mesut Özil jetzt. Toll, wie er das macht. Nein! Das Tor war halb offen. Das Tor war halb offen. Alter, den hätte ich eigentlich reinkriegen müssen. Ein kleiner Lob und der wäre drin gewesen. Nee, ich schieß natürlich, Trottel. Mann. Es wird nochmal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner nochmal ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen neuen Spieler. Von mir aus, kann ich bitte direkt den Ball abnehmen? Geht natürlich nicht. Ja, so doch. Nein, 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 verdammt. Ja, falsch Knopf gedrückt. Der Pass für den Mitspieler die bessere Variante gewesen. Ja, ist gut. Ich wollte ja auch passen. War der falsche Knopf. Bin aus Versehen draufgekommen. Überhaupt kein Problem für den Keeper. Kann ja mal passieren, Mensch. Und die Kommentatoren ist sofort zu stellen, wenn es... Also kritisieren ist sowieso immer so. War bei Shaqiri auch so von Kampf gegen Honduras, wo er 3 Tore geschossen hat. Natürlich immer gleich kritisieren. Ja, du, das und das geht nicht. Shaqiri ist die ganze Schweiz und so, nur er macht Fehler. Etwa so hieß es. Und dann plötzlich, 3 Tore gemacht, 13-0 gewonnen. Was sagt die Presse? Ja, Shaqiri ist back und so, ist der größte Spieler aller Zeiten. Typisch Presse. Alter, das gibt's einfach nicht, ey. Ich brauche mehr Standsituationen. Das gute Recht des Trainers, nochmal was Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt's hier Schweinsteiger. Geht doch! Tor für Deutschland! Ja! Deutschland, Deutschland, genau so muss es sein. Ja, sagen ja Kopfbälle. Standardverfahren und sowieso Deutschland, Kopfball sowieso stark. Ein solches Kopfballtor, das siehst du auch nicht alle Tage. Guck dir das an. Unfassbare Technik. Klasse. Also eigentlich hätte der Torhüter das eigentlich halten müssen, ganz ehrlich, das war ja... Hinter die Kugel gebracht, aber glänzend pariert. Der war 10 cm neben seinem Kopf. Ein bisschen höher springen müssen, hat er gehabt. Hätte kaum bewegen müssen, aber gut, ja. So, 2-2 ist natürlich schön, trotzdem machen wir das nicht. Ich will noch ein Dritt. Wo läuft der jetzt wieder hin? Ich will das 3-1 haben. Schmelzer greift an. Schmelzer. Was schmilzt? Alter. Das geht nicht zurück, ist klar. Jetzt nimmt er dem Verteidiger den Ball ab. Daraus könnte sich eine Torchance entwickeln. War zu weit. Dann zurück zu Schmelzer. Passen, Alter. Immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt. Er muss Freistoß pfeifen. Allerdings, so, jetzt mal raus aus der Gefahrenzone. Wie heißt der? Alderweireld. Was ist denn das für ein Name, ey? Doch, ich schon. Kann also nur dem noch ein bisschen auf Zeit spielen. Mein 2-2 ist nicht unbedingt gerade ein super Ergebnis, aber es reicht mir. Wir sind nicht mehr in der Gruppenphase, sprich, geht es echt nur noch um den Sieg selbst. Er kriegt die Unterstützung, die er in dieser Situation braucht. Natürlich lieber in den ersten 90 Minuten, weil er auf Penalty kriegt aber gar keinen Bock drauf. Ah, zu weit, verdammt!
Hätte ich jetzt den schön abfangen können, hey. Der frei rum, der Ball. Holt ihn euch. Oh, Nein! Nein! Was? Alter, wie kannst du aus der Position so hoch schießen? Wie geht das? Ey, der ist 5 Meter vom Tor entfernt. Ja, Maximum, eher noch näher. Wie kann so eine Situation so hoch ballern? Das geht gar nicht, das ist unmöglich. Physikalisch. Ja, wir haben es gesehen, es geht. Hier geht alles im Spiel, hier ist nichts unmöglich. Toyota, was? Nee. Ja, EA. Wow. Alter, lass mich bitte mal. Der will nicht. Der will einfach nicht. Defour. Na komm, komm, komm. Sind noch aufmüpfig. Und Eckball. Sehr gut, Müller. Ball nach Müller und er passt weiter. Und wohin gibt er? Natürlich an Özil. Özil passt da weiter und irgendwo ins Nirgendwo. An Özil, ey. Hazard. So, Defoe überlässt ihn freundlicherweise lahm. Bin natürlich auch sehr dafür. Schweinsteiger am Ball. Ey, ich spiele immer in die Mitte. Es ist Die andere unglaublich. Mannschaft im Ballbesitz. Mach was draus, Junge. Dabei weiß jeder Fußballanfänger, wenn du im eigenen Strafraum bist, in der eigenen Hälfte niemals in die Mitte spielen. Das war jetzt knapp. Was, habe ich geschossen? Alter, ich habe auf den Knopfdruck, ja, auf den Schussknopf gedrückt und zwar noch bevor ich irgendwie den Ball abnehmen konnte. Das ist unglaublich. Mesut Özil jetzt. Also, was deckelt sie nochmal? Sag mal, Benteke. Gutes als wollten die Belgier das Stellungsspiel. 3:1 nicht haben? Hazard. Als wollten die Belgier kein weiteres Tor? Verstehe ich nicht. So ein Tor ist doch schön. Vertongen. Das kommt davon, wenn man mit dem Ball rennt. Alter, schon wieder. Bevor man beim gegnerischen Spieler war, wollte ich abpassen, geht's Frische natürlich Kräfte im nicht. Konterspiel. Es wird ausgewechselt. Schweinsteiger am Ball. Na gut, zum Aufwärmen war es ganz schön, aber wenn ich so gegen Argentinien spiele mit der Schweiz, Er hat ihm den Ball ja förmlich vom Fuß ja, gestohlen. dann gute Nacht, ey. Alle Achtung. Miro Klose. Na verdammt, hat er wird irgendwie unter durchgehen noch. Ich wollte sich die Beine spielen. Verdammt mich. Kann natürlich nicht. Eine Punk schon wieder. Ganz starke Aktion vom Abwehrspieler. Ah, schon wieder. Ein herrlicher Pass. Und den hat er gut abgeblockt. Allerdings. Die deutsche Mauer steht wieder. Ja, manchmal klappt's aber auch. Nein! Das Timing nicht gestimmt, deswegen sagen. abseits. So, was spiele ich jetzt? Natürlich auf ihn. Ich will dann noch ein bisschen was reißen, wohl gar nicht mehr Schweinsteiger nötig. am Ball. Wie viel Nachspielzeit? Mesut Özil jetzt. Hallo, Schiri. Linien, Dinger, Tafel, Anzeiger, whatever. Schweinsteiger. Zeigt nicht an. Er zeigt nicht an. Unendlich viel oder was? Das kann der Schiri normalerweise nicht durchgehen lassen. Ja, spiele ich jetzt hin. Oder haben sie Oh. sich nicht viel Zeit gelassen? Dries Mertens. Wollte echt einen Torschuss draus generieren, aber ist Jetzt nicht haben mehr sie nötig. Das erste K.O.-Spiel überstanden, das Achtelfinale. Jetzt sind sie unter den besten 8. Glaubst du, dass sie auch im nächsten entscheidenden Spiel dem noch höheren Druck gewachsen sind? Ich glaube ja, Manni. Kühlen Kopf bewahren, auf die nächste Aufgabe vorbereiten, das Viertelfinale und dann schauen wir mal. Liebe Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Manni Breukmann. Bis bald. Tschüss. Jawohl, ciao Manni, ciao Buschi, danke fürs Mitkommentieren. Ach ja, Freunde, wir haben es geschafft. Deutschland, Belgien 2:1. Es war nicht unbedingt gerade eine Glanzleistung, zumindest teilweise in der Defensive von mir. Teilweise auch in der Offensive und allgemein, was die Zweikämpfe anbelangt. Und vor allem natürlich das Passspiel. Aber man kann sagen, Standardsituationen, sprich vor allem diese schöne Tor oder allgemein nach Kopfball. Ja, allgemein so Flanken, Eckbälle, die machen wir in der Regel. Das ist schon mal sehr schön, auch wenn es eigentlich bereits mit der 3:1 oder 4:1 stehen. Aber ist ja auch egal.
Es waren schöne Angriffe dabei, teilweise schöne Tore, vor allem der hätte eigentlich auch drin sein müssen. Aber dann der war einfach so ein schönes Kopfballtor, vor allem das 1:0. Einfach nur herrlich. Und auch da hätte eigentlich auch drin sein müssen. Naja, war zu nah dran. Und dann der, oh nein, oh nein, oh nein. Und das Tor ganz schön reingemacht, ohne große Power. Einfach nur lässig reingemacht. Aber das hier ist vor allem das schönste Tor, wie ich finde, an der ganzen WM. Nun, mit dem auch sei. Deutschland-Belgien 2:1. Kann es noch cooler kommen? Ja, aber schon natürlich mit dem Sieg der Schweizer gegen Argentinien. Die K.O.-Phase. Wir haben es geschafft und nächste Runde gegen Frankreich. Ach du Scheibenkleister. Frankreich, Nigeria 4:1. Ein bisschen hoch, wa? Gut, er hat auch irgendwie mit 2:0 oder 3:1 gerechnet, aber 4:1 direkt. Alter Schwede. Naja, wieder mal sagen. Bis zum nächsten Mal dann hier im Spiel mit der Schweiz gegen Argentinien. Oder andersrum natürlich Argentinien gegen die Schweiz. Das wird im Swiss Mode ein richtiges, hartes Stück Arbeit werden. Bis dahin, ciao zusammen.